Chief Prasad, Sie reisen als international tätiger Geschäftsmann um die halbe Welt, kennen aber auch die Schweiz sehr gut. Wie ist es denn in Ihren Augen heute nach den Anfeindungen aus dem Ausland um den republikanischen Wert der Marke Schweiz bestellt? This is a very good question. 20 years ago, I called all my products made in Switzerland, but this is a very bad brand now. Now I call all my products handmade by Indian children. Ein schockierendes Bekenntnis. Man muss natürlich auch nach den Ursachen dieses Niedergangs fragen. Ist es das sture Festhalten am Bankgeheimnis? Diese Raison d'être der profitgierigen Finanztechnokraten, das den Staatskörper Schweiz durch persona non grata macht? I didn't understand you. You talk very complicated. Blah, 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 blah. But you said Bankgeheimnis. Well, there is no Bankgeheimnis anymore. You want to buy some? Das habe ich ja in viel beachteten Kolumnen geschrieben. Womöglich waren es auch die Spannungen zu Libyen, die uns Sympathie gekostet haben, zunehmend auch in der EU. War es klug von der Schweiz, die libysche Elite aus dem Schengen-Raum auszusperren? Yes, of course. This was a very good idea. It's very good for business. You want to buy some Schengen visa? Very cheap. Nein, als inoffizieller Schweizer Botschafter in Berlin verfüge ich über alle nötigen Papiere. Ich habe sogar einen eigenen Hausschlüssel zum Kanzleramt. Oh, never mind. I sell them to the Gaddafi family. Very good customer. Herr Prasad, Sie haben sich das Geschäftsprinzip der Schweizer Banken zu eigen gemacht. Sie verdienen Geld mit dem Elend der anderen. Mir ist zugetragen worden, dass Sie sogar Ihre Schwester als Sexualpartnerin anbieten. No. My sister doesn't want to fuck you. Es beruhigt mich, das zu hören. My sister wants to fuck Switzerland. Guten Abend. By the way, do you want to buy Swiss watch? It's very cheap. It's made by Indian children.